Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Heute möchten wir mit dem zweiten Teil in dieser Serie über das Heiligtum fortfahren. Und wie es der Titel schon sagt, geht es heute um den Eingang, der in die Stiftshütte in das Heiligtum führt. Was wir also von dem Eingang zum Heiligtum lernen können, wollen wir nun in diesem Video miteinander studieren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es spannend wird. In Hebräer 4, Vers 1-2 erklärt Paulus, dass Israel genauso wie uns eine Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Denn viele denken, das Evangelium sei eine neutestamentliche Sache. Jedoch, durch alle Opfer und Rituale im Alten Testament wurde dieses Evangelium bereits dem Volk Gottes aufgezeigt. Denn wie sonst konnte Paulus schreiben, dass uns eine Heilsbotschaft verkündigt wurde, gleich wie jenen? Wenn wir also in der Geschichte einmal zurückgehen und uns mal ein paar Gedanken zum Heiligtum machen, oder besser gesagt ein paar Gedanken darüber, was das Volk Israel für ein Verständnis über dieses Evangelium, über diese Heilsbotschaft hatte, so müssen wir uns die Frage stellen, welche Gruppe von Menschen, also Israeliten, hatten das bessere Verständnis über den Heilsplan Gottes? Waren es die, welche einfach nur ein Lamm brachten, um es dann zu opfern? Oder waren es die, welche weitergeschaut haben, nämlich was danach geschah, nachdem man das Tier getötet und geopfert hatte? Und zwar, dass man mit diesem Blut danach ins Heilige ging. Welche dieser beiden hatte das bessere Verständnis vom Erlösungsplan? Derjenige, der nur den Tod des Lammes kannte, oder der, dem auch der weitere Verlauf im Heiligtum bewusst war? Verständlicherweise derjenige, der beides kannte, nicht nur das Opfer, sondern auch was mit dem Blut des Opfers geschah, also den ganzen Heiligtumsdienst. Jesus starb als stellvertretendes Opfer für uns am Kreuz. Danach musste er mit seinem Blut als unser Hohepriester ins Heilige gehen, nämlich ins himmlische Heiligtum. Denn hier begann sein priesterlicher Mittlerdienst und danach als Richter ins Allerheiligste zum Endgericht. In der ersten Phase kam Jesus auf diese Erde, um für uns zu sterben und wieder aufzuerstehen. Das Waschbecken ist ein Symbol dafür, dass wir mit ihm wieder auferstehen, in der Taufe. Dann ging Jesus als unser Hohepriester ins Heilige und danach ins Allerheiligste. Werfen wir doch mal einen Blick in das Heiligtum, um zu sehen, wie das aussah. Hier sieht man den Eingang zur Stiftshütte und dessen Farben wollen wir gleich etwas genauer betrachten. Man kam also durch diesen Eingang hinein in den Vorhof. Und als erstes stand da der Opferaltar, der Platz, an dem man die Tiere opferte und dann verbrannte. Dann kam das eherne Waschbecken, bei dem sich der Priester gereinigt hatte, bevor er ins Heilige gehen konnte. Und hinter diesem ersten Vorhang befand sich nun das Heilige. In diesem befanden sich der Leuchter, der Schaubrottisch mit 2x6 Broten. Die Bedeutung dieses Schaubrottisches mit den Broten werden wir dann in dieser Serie auch noch studieren und was es für uns heute symbolisiert.
Dann der Räucheraltar, wo man in einem ständig brennenden Feuer wohlriechende Kräuter verbrannte. Hier setzte sich der Hohepriester mit Gebet für das Volk ein. Dann hinter dem zweiten Vorhang war da das Allerheiligste. Darin befanden sich die Bundeslade mit dem Gesetz Gottes, der Stab Aarons und das Manna. Darüber lag der Gnadenthron. Dann dieses Licht, was die Herrlichkeit Gottes repräsentierte, Shechina genannt. Die 10 Gebote lagen in der Bundeslade. Das Gesetz von Mose aber lag neben der Bundeslade, nicht in der Bundeslade. In dieser Serie über das Heiligtum möchten wir all diese Gegenstände im Einzelnen studieren und so das Evangelium, diese frohe Botschaft noch besser verstehen lernen. Heute geht es also um den Eingang in die Stiftshütte. Auf dem Bild sieht man gut die verschiedenen Farben, die der Eingang hatte. Der Eingang lag im Osten. Wenn man also das Heiligtum betrat, kehrte man so der Sonne den Rücken. Gott sagte dem Volk, wenn ihr zu mir kommt, sollt ihr euch von aller Abgötterei abwenden. Dass der Eingang also im Osten lag, war nicht zufällig so, denn die heidnischen Völker beteten die Sonne an. In 2. Mose 26, Vers 31 und 32 wird uns gesagt, dass dieser Vorhang, den Mose anfertigen sollte, aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen sein soll. In 2. Mose 38, 18 und 19 finden wir die gleiche Beschreibung. Den Vorhang am Eingang des Vorhofs machte er in Buntwirkearbeit aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirnten Leinen. Wenn man also zum Heiligtum kommt und vor diesem Eingang mit den verschiedenen Farben im Osten steht, was für eine Bedeutung hatte das? In 1. Mose 3, Vers 24 wird uns gesagt, dass Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, östlich vom Garten aus dem Paradies vertrieben wurden. Das bedeutet, um zu Gott zurückzukommen, musste man als Sünder auch wieder durch den Eingang im Osten gehen. Der Eingang, durch den sie rausgegangen sind, ist also derselbe, durch den es wieder zurückgeht. Wenn man also gesündigt hatte und im Osten hinausgehen musste, müssen wir, um zu Gott zurückzukehren, auch wieder den östlichen Eingang benutzen. Wenn der Sünder also mit einem Lamm zu dem Eingang im Osten kam, musste er als erstes das Tier von dem Priester untersuchen lassen, denn es musste ein fehlerloses Tier sein, doch darüber auch mehr in einem anderen Video. In diesem Teil geht es um den Eingang, um die Tür zum Heiligtum. Was also möchte uns Gott hier zeigen? Der Eingang bestand aus blauem Garn, Purpur, Karmesin, also rot, und feinen Leinen. Was möchte uns die Bibel mit diesen Farben aufzeigen? Nun, da die Bibel sich selbst auslegt, können wir die Bedeutung dieser Farbe nicht einfach selbst interpretieren und unsere eigenen Ideen und Vorstellungen zu deren Auslegung gebrauchen. Um also deren Bedeutung verstehen zu können, müssen wir die Bibel sich selbst erklären lassen. Was für eine Bedeutung hat also zum Beispiel das blaue Garn? In 4. Mose 15, in den Versen 37 bis 39 lesen wir: Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an die Zipfel ihrer Obergewänder machen und eine Schnur von blauem Purpur an der Quaste des Zipfels befestigen. Und die Quaste soll euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote des Herrn denkt und sie befolgt. Blau steht also für Gottes Gesetz. Der Herr sagte ihnen, sie sollen eine Schnur aus blauem Purpur an der Quaste ihrer Zipfel befestigen, damit sie bei ihrem Anblick an die Gebote Gottes erinnert werden, sie zu befolgen. Die Bibel erklärt uns also hier, dass Blau für Gottes Gebote steht.
In den Legenden der Juden wird auch erwähnt, dass Blau ein Symbol für Gottes Gebote ist. Das erste also, was uns beim Eingang zum Heiligtum begegnet, was uns mit dem Symbol des blauen Garns zu verstehen gegeben wird, ist also der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Schauen wir uns die nächste Farbe an. Für was steht das Purpur? Und auch hier wieder lassen wir die Bibel sich selbst erklären. Denn wir werden feststellen, dass an vielen Stellen in der Bibel Purpur eine Farbe war, die Könige getragen haben. Das lesen wir beispielsweise in Richter 8, Vers 26. Denn dort spricht es von den Purpurkleidern, welche die Könige der Midianiter getragen hatten. Oder Markus 15, Vers 16 bis 18. Und sie legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf, und sie fingen an, ihn zu grüßen: Sei gegrüßt, König der Juden. Purpur war eine königliche Farbe, ein Symbol für Könige. Blau symbolisiert den Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, Purpur symbolisiert das Königtum. Und Rot ist ein Symbol für was? Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Rot ist immer die Farbe des Opfers und der Vergebung, das Opfer, das Gott für uns am Kreuz erbracht hat. Dann spricht es auch noch vom feinen Leinen. Was für eine Bedeutung hatte das feine Leinen? Offenbarung 19, Vers 8 sagt uns: Die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Doch wieso wurden genau diese 4 Farben benutzt? Wir wissen ja nun, dass Blau für den Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes steht, Purpur symbolisiert sein Königtum, Rot die Vergebung durch sein Blut, welches er auf Golgatha für uns vergossen hat, und das feine Leinen ist ein Symbol für seine Gerechtigkeit. Und was sind diese 4 Gaben? Wenn man einmal darüber nachdenkt, ist es schon recht interessant, denn allein schon die Bedeutung der Farben hier von diesem Vorhang beim Eingang zeigen uns das auf, was Jesus für uns getan hat. Und das noch bevor man überhaupt den Vorhof betrat. Also noch bevor man überhaupt das Heiligtum betrat, wird einem durch die Farben dieses Eingangs das aufgezeigt, was Jesus für uns getan hat. Die Farben dieses Vorhangs des Eingangs erzählen uns von einem König. Und ist nicht Christus der König der Könige? Auch erzählt uns dieser Vorhang von dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Christus hat nie gegen Gottes Gebote gesündigt, sondern er sagte selbst, dass er die Gebote gehalten hat. Weiter erzählt uns dieser Vorhang, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und dann das feine Leinen, das seine Gerechtigkeit symbolisiert. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und bei dieser Tür, bei diesem Eingang, erhalten wir die Gaben Gottes. Derjenige also, der zu dieser Tür hinkam, sollte fröhlich sein, denn hier würde er diese 4 Gaben Gottes erhalten. Wenn ich Jesus in meinem Leben annehme, dann gibt es nur diesen Eingang, diese Tür, keine andere. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder, der durch diese Tür geht, erhält die Gnade Gottes als Geschenk. Er schenkt dir die Gabe seines Königtums. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Auch schenkt er uns die Gabe seines Gesetzes. Denn der Gehorsam gegenüber seinen Geboten kommt nicht aus uns selbst. Es ist eine Gabe von Gott. Auch gibt er uns die Gabe seiner Gerechtigkeit. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Gott schenkt uns diese Gaben beim Eingang, damit sie uns durch das Heiligtum navigieren. Viele Christen sagen, dass sie Jesus annehmen. Er ist ihre Tür. Sie wollen auch sein Blut. Aber mit seinem Gesetz wollen sie nichts zu tun haben. Sie wollen seine Gerechtigkeit, aber nicht seine Gebote. Doch
So läuft es nicht. Es ist kein Lebensmittelgeschäft, in dem ich mir aussuchen kann, was ich nehmen möchte und was nicht. Denn wenn ich durch die Tür gehe, nehme ich all das an, was Gott mir gibt. Denn wie kann ich seine Erlösung als Geschenk annehmen und gleichzeitig sein Gesetz verwerfen? Kann ich mir seine Vergebung schenken lassen und gleichzeitig seine Gerechtigkeit ablehnen? Nein, ich lasse mir all das, was er für mich bereits am Eingang vorbereitet hat, schenken. Im weiteren Verlauf werden wir auch sehen, dass wir alle diese 4 Gaben benötigen, um unseren Weg durch das Heiligtum fortzusetzen. Wir brauchen alle 4 dieser Geschenke, die uns am Eingang von ihm erwarten. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wenn ich nur eines dieser Gaben ablehne, meinen Weg durchs Heiligtum gehen? Denn all das, was ich für den Weg durchs Heiligtum brauche, hat Gott bereits am Eingang für mich bereitgestellt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn wir also durch diese Tür hindurchgehen, empfangen wir seine Gaben, die er uns schenken möchte. Die Frage ist nur, wollen wir das, was er uns schenken möchte, auch annehmen? Bist du durch diesen Eingang ins Heiligtum gegangen? Jesus sagt, er ist der Weg, er ist der einzige Weg, es gibt nur diesen Eingang ins Heiligtum hinein. Nicht mehrere, sondern nur diesen einen. Er ruft dich, er lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Er möchte dir seine Gaben schenken, die er für dich bereithält. Gaben, die wir von ihm empfangen und die wir auch brauchen, um den Weg im Heiligtum mit ihm zu gehen, damit er uns ändern kann, uns heiligen kann. Im weiteren Verlauf dieser Serie werden wir sehen, wie in diesen 3 Etappen, wenn wir durch das Heiligtum gehen, Gott das Problem der Sünde in unserem Leben lösen will. Diese 3 Etappen sind die Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung. Und für diesen Weg benötigen wir diese 4 Gaben, die Christus uns schenken möchte. Denn die Rechtfertigung bedeutet, dass Gott mich vor den Konsequenzen meiner Sünden rettet. Die Heiligung bedeutet, dass Gott mich vor dem Einfluss der Sünde in meinem Leben befreit. Und die Verherrlichung bedeutet, dass Gott mich von der Sünde in meinem Leben bewahrt. All das hat Gott bereits im Voraus für uns bereitgestellt. Und seine Gaben sind sein Geschenk an uns. Das Halten der Gebote ist eine Gabe, die von ihm kommt, und sein Geschenk an uns. Es ist etwas, das wir nicht aus uns selbst heraus können. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Es ist Gott, der uns dazu befähigt, seine Gebote zu halten. Denn es ist seine Gabe, die er uns schenkt. Seine Erlösung ist eine Gabe. Seine Gerechtigkeit, seine Reinheit ist eine Gabe, die er uns schenkt. Denn das feine Leinen symbolisiert seine Gerechtigkeit. Deshalb, wir müssen nicht warten, bis wir selber gut genug sind oder meinen, wir sind gut genug, um vor diese Tür zu treten, damit wir zu Gott kommen können. Denn schließlich ist es er, der uns diese Gaben schenken wird, wenn wir zu ihm kommen, und sie dann auch in uns vollbringen wird, nicht wir selbst, sondern er in uns. Im weiteren Verlauf werden wir also sehen, dass diese Veränderung, wenn ich mein Leben Jesu übergebe, dass diese Veränderung von innen her geschieht und nicht von außen, so als ob ich erst gut genug sein müsste, um zu ihm zu kommen. Nein, komm zu Jesus so wie du bist, und er wird in dir das vollbringen, was du aus dir selber nicht tun kannst. Denn er sagt selbst in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott ruft dich und er sagt zu dir, sei mir gehorsam, nicht aus dir selbst heraus, sondern er wird es in dir bewirken, dass du ihm gehorsam sein kannst. Denn er ist es, der dir diese Gaben schenkt, um dich wieder zurück in diese Beziehung zu ihm zu bringen. Und wenn du heute sein Wort hören wirst, nehme ihn als deinen Erretter und Erlöser an und sprich zu ihm, Herr, ich möchte diese Gaben, die du mir vor dem Eingang zum Heiligtum schenken möchtest, annehmen. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen.